Ja, Freunde, die Polizei muss gleich ein bisschen ausschreiten hier. Weil, was die Bewohner hier mir antun, finde ich nicht mehr feierlich. Da muss ich sagen, nö. Bitte mal hier einschreiten. Und so überall, bitte. Weil das kann es nicht sein. Nee, nee, nee. Gut, sie kommen nicht überall hin gerade. Das ist natürlich auch scheiße. Vielleicht irgendwo anders platzieren oder so, kein Plan. Egal. Wir wollen uns eigentlich erstmal um die Wandteppiche kümmern, nicht wahr? Und haben dafür gemerkt, dass wir zwar genug Indigo haben, das passt soweit. Aber mit der Teppichnüpfer muss ich noch gucken. Ich brauche 2 von denen. Ein Indigo-Farm haben wir. 2 Leinwebereien. So. Nur die Frage, wo bauen wir die hin? Wenn es vielleicht schön geschottet ist von allem anderen und so, vielleicht am besten hier hin. Also hier oben würde ich es gerne versuchen. Das bedeutet, ich baue hier ein Lagerhäuschen. Natürlich im schönen Grün, da ist klar. Ja, aber ich ziehe sowieso da ein Ding durch, also mein Gott. Könnte schlimmer sein. Das war ja schon wieder 2010, ja komm, also. Ich kann ja wirklich langsam alle nacheinander upgraden. Da werden genug Rohstoffe haben. Was auch durchaus Sinn macht, finde ich. So. Das ist der Haupthafen. Wo? Ernsthaft? Da merken sie, wir haben verloren. Was machen sie? Erstmal alles zerstören. Das sind natürlich geil. Arschgeigen, ganz ehrlich. Wie kann mich nur so hintergehen? Okay, hier haben wir jetzt die Milch. Ich meine, da geht ja jetzt hoch hier. Komm, also da muss ja locker reichen. Jo, geh wieder hoch. Dankeschön. Also dann, wir brauchen hier oben erstmal den Blauphasenmodus. Ne, Blauphausmodus natürlich. Moment. Da haben wir... Ist hier... Da ist der Flachs. Hat man genug Flachs mal so gefragt, weil... Ne, eben nicht. Komisch. Ich bin ein bisschen verwundert, weil eigentlich 1 Minute Produktion, genau wie das. Also eine Flachsfarm, 2 Leinwebereien, 2 Teppichknüpfereien. Okay, das soll reichen. Bin mal gespannt. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Wenn ich den mal dahin baue und mir dann einfach sage, okay, gut, Flachsfarm. Baue ich mal hier hin. Ziehe die Straße da so hoch. So, jetzt uns sogar ziehen müssen, sehr weit weg. Da reicht er eigentlich auch. So. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Schon wieder? Mittlerweile viele Berühmtheiten. Hätte nie gedacht, dass ich mal so bekannt werde. Ach, herrlich. Egal. So, theoretisch kann ich hier noch irgendwas dann mal machen, aber erstmal gucken. Mann. Weil ich noch in dem scheiß Modus drin bin. Zum Teil cool, zum Teil bin ich jetzt auch ein bisschen. Egal. Dann Leinweberei, die muss ja wie gesagt direkt hier hin. Das ist seltsam, ich habe doch hier auch das. Nee, doof. Hier unten. Hier sind ja die. Leinwebereien. Okay, gut, dann stimmt's doch. Entschuldigung, nichts gesagt. Wobei, Moment. Der Aufstand hat Ich hab die ja- Stadt in Trümmer gelegt. Schon wieder? Oder immer noch? Ja, ist noch mal ein bisschen anstrengend hier. Hopp, hopp, zack, zack und so,
Okay, das reicht erstmal. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Nee, warte. Da falsch gerechnet war. Ah, wieder verwechselt. In 30 Sekunden kriegt er zum Beispiel eine Tonne hin und er braucht für eine Tonne Produktion braucht er halt 1 Minute, also brauche ich 2:1. An manchen Morgen 2:1. Stille in der Stadt. Eben. So als würde ganz in Besa erst langsam erwachen. Das sind natürlich auch 2 Indigo-Farmen mehr da oben. Schnauze. 2:1:1. So wird ein Schuh draus. Also. Bedeutet. Also eine große Bedeutung. Dass ich hier eben auch nochmal so eine Farm brauche. Aber ganz ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen doof. Kann du ja auch straight darüber bauen. Was immer diese scheiß Anbindung braucht, hey. Warum? Na komm, ist was. Oh, ich habe dich gar nicht erwartet. Ja, ich weiß. Kontrollinspektion. So, dann mache ich den nämlich so und ziehe noch einen Kanal rüber. Die Frage, ob der ein bisschen zu tief ist. Wird nicht ganz reichen, aber ist schon mal kein allzu schlechter Start. Doch, reicht sogar, krass. So, ich weiß, sieht ein bisschen creepy aus und so, und wie soll ich jetzt da, wenn da mal rum mussten, so, wie soll das funktionieren? Gut, aktuell gar nicht, das stimmt natürlich. Aber hier mal noch eine Schneise rein. Okay, hat alles zugemacht, dann schlecht. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Bin ich jetzt aber nicht so nett. So, komm, machen wir es einfach so irgendwie. Nicht so kompliziert, wie ich es gerade irgendwie vorhatte, warum auch immer. So. Haben wir also 2 von denen, bereits erwähnt, dann jeweils noch eine von denen. So. Und so. Was? Gut. Jetzt hat der wird. Oh, nicht das gleiche. Da war gerade die Meldung, dass mir was. Sie führen ihr Geschäft wie ein Ach so. kopfloses Huhn. Ich dachte schon, es wäre irgendwie eine aktuellen Insel. Deswegen war ich leicht überrascht. Sie erwerben mit meinen Anteilen auch meine Ideen. Ja, natürlich. Es ist deine Idee gewesen. Mhm. Zwinker-Smiley. Weltenlenker. Der Begriff gefällt mir. Wählen Sie Leuchttürme aus. Ja, genau. Das war ja was, um den Besa besser kennenzulernen. Wahadesha, einst ein Land atemberaubender Wunder, nun zerrissen von zahllosen Kriegen. Kenne ich Ich habe irgendwoher. mir gewünscht, Wahadesha wieder aufblühen zu sehen. Doch dieses fruchtlose Unterfangen beansprucht Ressourcen, die ich nicht länger entbehren kann. Ja, verständlich, trotzdem schade. Es gibt Texte in der Bibliothek von Kidusi Anitoni, die bereits alt waren, lange bevor ihre alte Welt die Meere erkundete.
Doch die Priester von Kidusi halten stur an ihrem lange vergessenen Glauben fest und werden sich Enbesa nicht anschließen, bis ich ihr Dogma zur einzigen Wahrheit erkläre. Wahadesha wartet auf eine Lieferung. Bringen Sie sie dorthin. Und bringen Sie dabei in Erfahrung, was sie bekümmert. Zu Befehl. Die Zeit wird kommen, in der wir diejenigen konfrontieren, die sich gegen Enbesa stellen. Doch zuerst müssen wir uns denjenigen zuwenden, die uns täglich um Beistand bitten. Macht durchaus Sinn, finde ich. So, die sind ja ein bisschen zu weit weg offenbar. Trotzdem sind es ja 9 von 10, also ist auch nicht so schlecht. Wobei ich mich wirklich frage, warum habe ich die Häuser da oben... Warum habe ich die wirklich hier oben platziert, nicht irgendwie da drüben? Ist ja noch schön Platz. Niemals haben die Prinzen von Angereb neue Horizonte geschaut. Wir müssen verhandeln, damit sie die Kanonen nicht auf unsere Schiffe richten. Ja, wäre ein bisschen doof, wa? Woran es uns auch mangelt. Der Herr sorgt für uns. Das tut mir natürlich leid. Tonpfeifen, die Wandteppich. Warte mal, mit den Tonpfeifen war doch irgendwas. Ja, aber eine Tabakplantage. Scheibenkleister. Bauen eine neue Welt. Warte mal. Mal ganz kurz gucken. Haben wir natürlich auch einige Inseln. Ja, natürlich auch alles im Arsch. Schön, dass Sie sich Zeit für die Feinheiten nehmen. Ja, müsste ich eigentlich schon, das stimmt. Das sind die, wie ich da auch ein bisschen upgraden kann. Die Produktivität erhöhen kann. Seht ihr hier, Tabak hätten wir hier eigentlich im Überfluss. Die Frage, die er mir hier bloßstellt, ist das jetzt temporär, weil Produktionsprobleme und so, oder hätte er das generell? Weil sonst wäre natürlich eine Option, Tabak zu exportieren nach Enbesa. Liebe Fasika, wie schade, dass du in der Fastenzeit nicht hier warst. Die Feierlichkeiten waren so schön. Ja gut, Klos ist Bedürfnis bei 1000, natürlich noch ein bisschen weit entfernt. Ich nehme an, es gibt keine Springbrunnen. Nun, dann vielleicht einige von diesen Bewässerungskanälen? Jo, mach mal. Kühles Wasser würde ihn für weitere Bitten besänftigen. Aber eher weniger. Hast du meine kleinen Brüder gesehen? Oh, wunderbar. Vier kleine Brüder mit rotem Hemd. Soll man wissen, wie einer aussieht. Ich musste die Verlobung auflösen. Sie hat nicht verstanden, wie wichtig Wortspiele in unserer Kultur sind. Wieso? Schon Aufstand. Was ist eigentlich los mit euch? Was habt ihr eigentlich für Probleme, wenn ich mal fragen darf? Nie wieder schweigen. Nie tanzen ist wie atmen. Die Faser des Ihr habt doch alles, was ihr wollt. Mann, nee, ganz ehrlich. So Leute kann ich echt nicht ab. So, Moment. Wo zum Henker sollen die sein? Ich möchte unseren Gast mit einem gebührenden Geschenk begrüßen. Einer umfassenden Chronik unseres bedeutenden Landes. Der Epos der Löwen. Kommen Sie zu mir, damit wir den Inhalt besprechen können. Schiff vom Stapel gelaufen. Dankeschön. Hä? Das hat aber ganz schön gedauert.
Doch in der vorletzten Folge irgendwie begonnen. Ist ein Krieg ausgebrochen. Alter. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Ja, das macht alles Sinn, aber bitte trotzdem mal wissen, wo zum Henker seine Brüder sind. Kleine Brüder mit rotem Hemd. Hä? Hier was Rotes zu erkennen ist natürlich auch eine Kunst. Weil sie doch eigentlich normalerweise immer leicht markiert. Sprich, haben wir eigentlich immer so einen leichten bläulichen Rand. Also. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob ihr es überhaupt seht, aber ich meine, Teil würde sagen, ich sehe es nix. Ich sehe es. Unter Beschuss. Ich sehe nix. Genau. Welches? Wie kann man nur so doof sein, ganz ehrlich? Ich nix. Alter. Aber weit weg. Jetzt weiß ich ungefähr, wie er aussieht und auch wie er geht. War doch ein bisschen flott unterwegs, der Kleine. Vier Stück gibt's von dem, Alter. Natürlich so hin und her rennen können die theoretisch auch überall sein. Woher nehmen Sie diese Feuerkraft? Aus deinem Arsch. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Schau mal gucken. Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Jo. Ich bin ein böser Bube. Du, wo zum Henker ist der kleine Wicht? Ah. Toll, der letzte, natürlich immer der schwierigste. Schon krass, wie oft die Polizei hier in Aktion treten muss. Die Feuerwehr, von dem her natürlich auch, aber ich frage mich auch, warum die so unglücklich sind. Glückliche Bevölkerung, ja, aber trotzdem randalieren sie ständig. Mhm, ist klar, Spiel. Wo zum Henker? Wo zum Henkers Mahlzeit? Nee. Na, wo ist er? Nein, aber er rennt auch rum. Warum bist du nicht der richtige Mann? Du rennst doch. Alter, wollt ihr mich verarschen? So groß ist das MB ist er wieder nicht. Versuchen wir die Verzweiflungstaktik. In der Hoffnung, dass der Mauscursor kurz aufblinkt, beziehungsweise sich kurz ändert. Das kann nicht sein. Wo zum Henker ist er? Junge, wo bist du, Junge? Ist jetzt sogar Nacht hier, glaubt das nicht. Komm. Die haben doch rote Hemden. Nein, mehr oder weniger rot.
Ich kriege gleich die Vollkrise. Ich sag, ich sehe nicht. Spiel gespeichert, das darf nicht wahr sein. Schon in der zweiten Folge oben hier. Zweite Folge, nächste Folge hier in der Aufnahme. Das ist einfach... Warum müssen die Bengel auch herumrennen, ey? Ah. Das hilft uns sehr. Ah. Nie wieder. Warte mal. Also, ich bin jetzt hier. Hm? Im Schwebezustand. Ja, was jetzt? Wo muss ich jetzt hinsegeln? Hier. Kurs. Er lernt so schnell von denen, die vor uns kamen. Manövriere. Ein geschätzter Gelehrter ist kürzlich aus Vespuccia zurückgekehrt, wo er archäologischen Untersuchungen nachging. Suchen Sie ihn auf Kidusi Anitoni auf. Er wird eine große Hilfe sein. Jo. Dann noch hier, direkt für die nächste Quest. Alter. Da muss ich auch noch abliefern. Dann wollen wir nicht zögern. Ich habe eigentlich für alles ja überhaupt keinen Druck. Gut, gehen wir erstmal hier runter. Kurs gesetzt. So, wenn wir schon mal bei der Ende der Folge wieder mal angelangt sind, kurz das Lager angucken. Ja, doch. Gut, Tee kann man sich darüber streiten. Generell, doch, das geht. Vor allem natürlich jetzt die Ziegenmilch am Ausrasten, wenn du möchtest. am Explodieren. Dann mache ich ein Nickerchen an. Jo, mach das mal. Ich glaube sogar kann in 2 noch passieren, wenn das so weitergeht. So. Danke. Wollte gar nichts gemacht haben mit ihm. Wandteppiche Stein. Wie sieht es mit dem Indigo aus? Ist da ein bisschen am Arsch? Nö, geht. Das musste jetzt in Druck gehen. Achso. Das hat es eigentlich gemacht, aber okay. Fröhliche Älteste. Ja, wenn die natürlich fröhlich sind. So im Sinne von, ich bin so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich. So fröhlich war ich selten. So, die mal noch upgraden. Dann machen wir, glaube ich, hier noch. Beziehungsweise natürlich nicht allzu viel, weil ich nicht so viele haben darf. Ja. So, nachher müssen bald mal die Chroniken frei sein. Oder freigeschaltet werden, sage ich jetzt eher mal. Was auch immer das sein soll. Ja, die Produktionskette. Illuminierte Schrift, ja gut. Bin gespannt, was ich dafür dann brauche. Zuchtbecken, da ist ein anderes Thema. Öllager, kleiner Ölhafen. Wie sieht's denn? Ne, nicht hier, wie sieht's denn hier aus? Auf dieser Insel geht es nicht ums Geld. Es geht um die Menschen. Knapp 10 Minuten warten, naja. Das geht schon in Ordnung und dann hole ich mir die Insel. Ich hole mir die kleine Insel. Die klitzekleine Insel, ja, die hole ich mir. Und schmeiß den Typen einfach Stier ins Meer. Meer. Wer? Wer ins Meer? Egal. So, ansonsten, ja, statt noch natürlich ein bisschen ausbauen und so. Hier die Polizei bleibt noch hier oben noch eine. Da baut man das Krankenhaus, sobald es mal geht. Einmal einen Orangenbaum, der Schatten spendet. Na los, beeilen Sie sich doch. Und das ist wirklich schon alles? Puh, das ist ja leichter als gesalzene Chips zu rüsten. Immer langsam mit den jungen Pferden. Oder wollen Sie mir die Tür eintreten? Nö. Ja, was Archie betrifft, der ist natürlich immer. Ja, das ist plötzlich dran. Schön, ich baue was. Geil. Was überhaupt? Ja, heute ist ein Tag, an dem Hosenträger genügen, nicht wahr? Ja, er macht so, damit habe ich schon ein bisschen gerechnet, und dann, als er es so irgendwie noch hinkriegt, ja, gut, ja.
Kriegsschiff Jetzt war die Hoffnung, es geht auch besser. Ich wollte sagen, hallo Schiffsstatus, kannst auch mal kommen. Was machst du jetzt? Hä? Wo segelt ihr hin? Tupfen Sie sich in der Zwischenzeit ruhig den Schweiß. Moment, ich will zuerst noch dein Schiff zerstören. Ich hätte sie in Stücke reißen können. Ja, aber es glaube ich erzählig. Neue Befehle? Heißt der auf Patrouille? Sehe ich gar nicht. Aber eigentlich schon, wenn ich mich richtig erinnere, waren die auf Patrouille. Egal. Freunde, das war's jetzt mal für heute, liebe Leute. Zurück bei MBESA. Und dann nächste Folge geht's natürlich wie gewohnt munter flockig weiter. Ich bin gespannt, was wir noch alles erleben werden. Ob es nochmal eine Randale gibt und so. Eine Razzia auf höchster Ebene. Oder ob ich mich vielleicht mal ein bisschen unter die Leute mischen soll, zum gucken, was denen eigentlich so missfällt an meiner Führung. Weil bis jetzt aber das Gefühl, mache es relativ gut. Naja. Zumindest wenn man sieht, dass sie eigentlich glücklich sein sollten. Eigentlich. Oje, oje. Freunde, danke fürs Zusehen wieder mal und bis zum nächsten Mal bei Anno 1800 im Land der Löwen. Bye, bye.